Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier noch unten an dem Pier, weil wir haben ja in der letzten Mission dort was ist es, ein Frachtschiff? Containerschiff? Ich weiß nicht, wie man dem sagt. Frachtschiff, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir müssen so eine Wanze platzieren. Und jetzt in dieser Folge gehen wir zu den Cops. Die sollten irgendwo dann bei uns vorne bei der Garage sein, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich habe es gemeint. Und ja, dann schauen wir mal dann, was dort für eine Mission kommt. Die weiss ich jetzt gerade nicht auswendig, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich GTA San Andreas wahrscheinlich schon mehr als 10 Mal durchgegeben habe, ich weiss aber nicht alle auswendig, oder alle Missionen auswendig, besser gesagt. Aber ich weiß so viel auswendig. Aber es ist jetzt auch schon, glaube ich, ein Weile her, als ich es durchgegeben habe das letzte Mal. Ich weiß gar nicht, wann das ich das letzte Mal durchgegeben habe, aber das ist bestimmt schon 3-4 Jahre her, als ich das letzte Mal durchgegeben habe, glaube ich. Weiß es nicht, kann aber sein. So, da vorne, ja, genau bei unserem Unterschlupf eigentlich, oder bei unserer Garage da vorne, haben wir jetzt gerade die Mission. Dann schauen wir doch mal, was das für eine Mission ist. Hey, CJ. What's up? Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Tenpin. Alright, man, I got it. Nice to see y'all kicking back. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you lived comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on y'all? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley. Shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Oh, this is a nice place, Carl. So, Präzisionsgewehr auf der Baustelle. Ich habe so eine Vermutung, da müssen wir doch den Helikopter verfolgen, wenn es mich nicht täuscht. Ich glaube, das ist die Mission, bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, nein, das ist da, wo wir im Zug nachfahren. Alles klar, ja, easy Mission. Gemütliche Mission und ganz eine easy Mission eigentlich wirklich. So. Genau, jetzt sind wir hier einfach im Zug nachdüsen. Der Zug, der gefühlt jetzt schon natürlich über 300 km/h fährt. So. Entweder hatte ich jetzt einen Zeitraffer drin oder eventuell auch nicht, je nachdem, mal schauen, was ich dann mache im Schnittprogramm. Aber wahrscheinlich habe ich einen Zeitraffer drin, weil die Fahrt raus geht einfach Ewigkeit und es passiert einfach nichts. Das ist ein bisschen schade. Ist er ausgestiegen schon? Ah, jetzt. Man sieht ihn einfach gar nicht. Man sieht nur das Pfeil, das läuft. Was sich bewegt, besser gesagt, das Pfeil läuft ja nicht. So. Der geht jetzt nachher in das Taxi rein.
Schreck. Hat sich verschreckt, wenn ich ihm nachfahre. Die Logik. Was? Sollst du einfach runter. Ah, jetzt hat das Taxi und jetzt können wir noch fahren. Oh, ah, was? Wieso geht's jetzt rauf? Hä, wieso geht's rauf? Oh mein Gott. Hä, wieso bin ich jetzt nicht... Alter! Hä? What the fuck? Ich bin ja unten gsi. Alter, das ist so lächerlich manchmal. Ich bin ja unten gsi. Hätte ich absteigen oder was von dem Scheiß-Stuff? Hä, das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht. Wieso verschrickt er jetzt, wo ich in einem scheiß Tunnel unterhocke? What the fuck? Also manchmal ist die Logik in diesem Game, ey. Gut, also wir sehen uns, wenn wir wieder dort sind, am gleichen Ort wie vorher. Das manchmal verstehe ich einfach nicht, ey. So, also wir sind jetzt wieder zurück an den gleichen Ort und Stelle wie vorher. Nur, dass wir jetzt das mal einfach da unten bleiben und warten, bis ich das scheiß Taxi eingestiegen ist und weggefahren ist. Weil ich will es einfach nicht riskieren. Wieso auch immer vor das Schreckding aufgegangen ist. Es hat eigentlich keinen Grund dafür gegeben, dass es aufgegangen ist, aber ja. Oh, was macht die Großmutter dort? Vorher so schnell so gelaufen und ich so... Hey Lady! Der hat nicht. Also der Boden. Du bist ein... Wieso geht's einfach rauf? Oh mein Gott. Habt ihr jetzt das wieder gesehen? Ich bin da unten, das geht rauf. Ja, jetzt bin ich zu weit weg, Alter. Oh mein Gott. Holy shit. Wieso? Das ist einfach ein Bug, Alter. Aber wir haben es jetzt immer mal so wie geschafft, Alter. What the fuck, man. Es ist einfach wieder genau gleich wie vorher. Wäre ich jetzt nicht runtergekumpelt, wäre ich wahrscheinlich wieder... ja, egal. Ich bin ja einfach durch den Boden durch sichtbar, aber easy. Das ist halt eben GTA San Andreas Logik, ja, oder Logic, kann man sagen. Ja, aber... Ja. Also wir fahren jetzt einfach dem schon hinten nach. Er fährt ja eh an die Pier runter. Wir müssen ja ihm nachfahren, weil sonst wird die Mission auch wieder fehlstehen. Das ist halt auch ein bisschen... Alter, was macht der Taxifahrer? Das ist aber halt auch ein bisschen scheiße an diesen Missionen hier von GTA San Andreas, weil du musst wirklich so machen, wie sie sagen, weil sonst ist einfach die Mission fehlgeschlagen. GTA 5 gibt es immerhin so ein paar Möglichkeiten, wie du gewisse Missionen kannst kürzer halten oder schneller spielen. Das geht halt leider nicht. Er fährt eben besoffen, der Taxifahrer. Ich glaube, es hat auch einen drin. Ey. Jetzt soll ich gerade sagen, der fährt doch nicht hier runter normalerweise. Mein Gott, du kannst aber auch gar nicht neu herfahren. Es reagiert hure schlimm gerade. So, gib mal gut sein, ey. Die Mission ist so eklig, ey. Eigentlich ist es so eine einfache Mission, aber es ist einfach auch so eklig. So. Perfekt, jetzt geht er einfach hier runter. Bleiben wir schon ein bisschen trifft, ja. Ist klar, eigentlich soweit. Ist klar soweit. Dann können wir wieder alles auf Zenfiro fahren. Oh Mann, ey. So.
Und bang, weg mit dem. Ich wollte gerade sagen, wie kann ich zoomen und das ist wieder halt alles anders gemacht. Gut, haben wir die Mission auch bestanden. Nach 100 Jahren gefühlt, habe ich es jetzt endlich auch geschafft. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge von GTA San Andreas. Ich fahre jetzt mal zurück nach San Fierro, dass wir dort weitermachen können beim Lucy. Und sehen wir uns in der nächsten Folge dann bei ihm. Und ja, wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Voilà. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach immer einen anderen Teil wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.